Hallo und herzlich willkommen bei Ein Licht in der Dunkelheit. Ich möchte eine Serie von Kurzvideos starten, in denen wir uns Texte anschauen, die wir in Gesprächen mit Zeugen Jehovas gemeinsam anschauen können. Und ich bin davon überzeugt, dass der eine oder andere Text Sie sicher zum Nachdenken bringen wird. Doch vorweg möchte ich diejenigen, die bisher noch nicht die Gelegenheit hatten, mit Jehovas Zeugen Gespräche zu führen, auf 3 Punkte aufmerksam machen. Der erste Punkt ist das Thema Dreieinigkeit. Es wäre sehr schlecht, wenn ihr gleich am Anfang damit beginnen würdet. Denn dies wird euch sicherlich nur in eine Sackgasse führen. Beginnt nicht mit etwas, von dem man weiß, dass dein Gegenüber und gerade auch Jehovas Zeugen überhaupt nicht offen dafür sind. Denn schließlich glauben sie ja, dass Jesus nicht Gott ist, sondern dem Vater eine untergeordnete Stelle einnimmt. Das bringt uns zu Punkt Nummer 2. Jehovas Zeugen sind davon überzeugt, dass Jesus nicht Gott ist. Also wäre es nicht wirklich produktiv für euer Gespräch, wenn ihr sie gleich mit Bibeltexten überhäufen würdet, die alle das Gegenteil aufzeigen. Und als letzter Punkt könnt ihr euch die Frage sparen, ob sie gemeinsam mit euch beten möchten, bevor ihr Gottes Wort öffnet. Denn, so war auch unsere Erfahrung, wird ein Jehovas Zeuge nicht mit einem Nicht-Jehovas Zeugen gemeinsam beten. Stattdessen erklärt ganz einfach, dass es euch wichtig ist, vor dem Studium ein Gebet zu sprechen und dass das ja jeder für sich im Stillen kurz tun kann, bevor ihr beginnt. Die Texte, die wir uns anschauen werden, sind nicht dazu gedacht, um Jehovas Zeugen fertig zu machen. Nein, sondern sie sollen einfach nur jeden, der Gottes Wort studiert, dazu bringen, über das, was da steht, nachzudenken. Denn es geht nicht darum zu meinen, etwas besser zu wissen oder meinem Gegenüber überlegener sein zu wollen, nein, sondern es geht ganz einfach darum, miteinander Gottes Wort zu studieren. Lasst uns also beginnen. Ich werde den Bibeltext jeweils, wie er in der Schlachterbibel steht und wie er in der Übersetzung der Zeugen Jehovas in der Neuen Weltübersetzung steht, aufzeigen. In Jesaja 9, Vers 5 und in der Neuen Weltübersetzung ist es Vers 6, finden wir folgende Verheißung über den kommenden Messias. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. In diesem Text, von dem auch Zeugen Jehovas wissen, dass dieser auf den Messias, also auf Jesus hinweist, ist uns gesagt, dass Jesus der starke Gott ist. Und im Hebräischen steht da für starker oder eben mächtiger Gott das hebräische El Gibor. Und Jehovas Zeugen haben auch kein Problem damit, denn sie werden euch sicherlich darauf aufmerksam machen, dass da für starker, mächtiger Gott hebräisch El Gibor steht und nicht, wie beispielsweise in 1. Mose 17 Vers 1, El Shaddai, Gott der Allmächtige. Indem sie also einen Unterschied machen wollen zwischen El Gibor und El Shaddai, möchten sie euch damit erklären, dass Gott in diesem Sinne doch etwas höher steht als Jesus. Wenn sie euch also diese Erklärung geben, um zu zeigen, dass Jesus somit eine untergeordnete Stellung gegenüber Jehova einnimmt, dann geht als nächstes mit ihnen zu Jesaja 10, Vers 21, also immer noch das gleiche Buch. Dort steht: Ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Und dort steht im Hebräischen für starker Gott ebenfalls El Gibor. Wir sehen, hier wird Gott selber auch El Gibor genannt, wie in Jesaja 9, Vers 5 der Messias El Gibor genannt wird. Starker Gott. Nur mit dem Unterschied, dass hier von Gott die Rede ist und nicht von dem Messias. Einen weiteren Text finden wir in Jeremia 32, Vers 18. Du erweist Gnade vielen Tausenden und vergiltst die Missetat der Väter in den Schoß ihrer Kinder nach ihnen. Du großer und starker Gott, dessen Name Herr der Heerscharen ist.
Wir sehen, es ist keine Prophezeiung auf den Messias, sondern hier wird einfach über Gott gesprochen und er wird auch als El Gibor, Gott der Starke, Mächtige bezeichnet. Wenn also in Jesaja 9, Vers 5 der Messias El Gibor genannt wird und Jesaja und Jeremia Gott auch El Gibor nennen, können wir da nicht daraus schließen, dass Jesus auch Gott ist? Wir wollen noch einmal zu Jesaja 9, Vers 5 zurückkehren und uns einen weiteren Titel anschauen, mit dem der verheißene Messias beschrieben wird. Und das ist Ewig Vater. Was meint ewig? Nun, unter Ewigkeit oder etwas Ewigem versteht man etwas, das weder einen zeitlichen Anfang noch ein zeitliches Ende besitzt, beziehungsweise unabhängig von dem Phänomen Zeit existiert. Über den Messias ist uns also gesagt, dass er keinen zeitlichen Anfang hatte, sondern immer schon da war. Hebräer 7, 1-3 macht uns dies noch einmal deutlich. Melchisedek, der König von Salem, wird in diesen Versen mit dem Sohn Gottes verglichen. Und hier erfahren wir, dass der Sohn weder Anfang noch Ende der Tage des Lebens hat. Er war wie der Vater, immer schon da. Nun, dies sind einige von vielen Texten, die man mit ihnen anschauen könnte. Aber, wie gesagt, es nützt nichts, sie mit Bibelversen zuzutexten wollen. Erst recht, wenn es nicht auch genauso in ihrer eigenen Bibelübersetzung geschrieben steht. Daher ist es mir wichtig, die Texte auch in ihrer Übersetzung zu zeigen, damit man nicht sagen kann, das steht nur in unseren Übersetzungen so. Denn nach ihrem Verständnis ist ja die ihrige Bibelübersetzung am wortgetreuesten. Doch selbst in ihrer eigenen Bibelübersetzung steht es noch genau so geschrieben. Auch in ihrer Bibel, wenn sie denn offen dafür sind, können sie noch erkennen, wer Jesus wirklich ist. Doch man kann ihnen diese Bibeltexte zwar aufzeigen, und sie können sich Gedanken darüber machen, aber mehr können wir nicht tun. Denn schließlich ist es der Heilige Geist, der uns die Erkenntnis schenkt, wenn wir denn auch offen dafür sind. Daher ist es mir auch wichtig, dass man nicht gleich alle Bibeltexte in ein einziges Video hineinpackt. So hat man auch die Möglichkeit, das bisher Angeschaute nochmals anzuschauen und zu vertiefen, bevor man gleich zum nächsten Punkt oder Text rübergeht. Letztendlich ist es auch Studium für uns selbst und nicht nur für die, mit denen wir die Bibeltexte studieren möchten. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.